So, jetzt sind wir wieder da. Letzte Woche ausgefallen, diese Woche sind wir zurück mit dem Kassettenschmatz. Das wichtigste Informationsportal für alle Leute, die irgendwie wissen wollen, was in der Filmwelt so passiert. Ich habe schon gesehen, gleich so ein ultimativ fleißig, schon 100 Jahre bevor wir hier anfangen, schreiben die ersten Leute im Chat umeinander. Unglaublich, so nennen wir das. Und bevor wir loslegen, gibt es natürlich erst einmal unser zauberhaftes Intro. Unser zauberhaftigstes Intro extra für euch in Schwerarbeit gemacht. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Okay, ich übersteuert hast du gleich mal. Ist es jetzt schon besser? Zur Info, probieren wir gerade neue Mikros aus. Kann gut sein, dass da irgendwas ein bisschen spackt. Jetzt habe ich es mal ein bisschen weg von mir. Wie schaut's aus? Ton besser? Ist der Ton besser? Sag's was halt endlich. So, dann sind wir weg hier. So. Das ist ein wenig am Koppeln. Hurenschwein. Hurenschwein. Gute Frage, warum das jetzt wieder spackt. So, jetzt haben wir hier. Das ist natürlich gut, wenn man, ich sag's natürlich unser Versuchskaninchen hier immer. Das müssen wir dann ein wenig testen. Gehen wir ein wenig runter hier. Und ich schmatze einfach währenddessen weiter. Ich habe übrigens eine Überraschung für euch. Ich sag's mal vielleicht, ich schmatze jetzt einfach mal ein bisschen belanglos oder hier. Ich sag's was dazwischen immer, wie es ausschaut. Ich habe nämlich währenddessen immer wieder ein wenig nachjustiert an den Mikroeinstellungen. Ich habe neue Pokémon-Booster-Packs und zwar ewige Rivalen, die ganz neu. Jetzt dürft ihr euch aussuchen, was wir halt machen. Entweder hier Ho-Oh oder Rocklemons. Oder, ja, weiß ich, wie das so heißt. Und zusätzlich gibt es wieder eins aus dem OP10 Booster Packs von One Piece. Da geht es ja nichts aus, so die schauen wir gleich aus. So, bis jetzt hat sich keiner mehr beschwert. Muss mir nebenbei mal selber einhören. Das war ganz selbst. Oh, mehr, kriegt er. Ja, Ton ist nicht zauberhaft. Machen wir es ganz einfach. Ich bin in 2 Minuten wieder zurück. Es bleibt jetzt einfach da und ich komme wieder und wir nehmen unser Standardmikro her und ich benutze nicht länger als, weißt schon, als Versuchskaninchen. Bis gleich. So, sind wir wieder da. Ich sag's mir dann wieder, wie sie die ganze Kacke hier anhört. Und währenddessen mache ich weiter mit der wichtigsten Info vorab. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon gehört. Die 300. Folge steht an. Was für ein Tag? 26. 28.06. Wir erwarten euer Kommen und da das ja für VIPs ist, bitte vorher anmelden. Wir müssen da eine kleine Gästeliste führen und deswegen meldet euch auch bei uns. Was ist da halt schon wieder los mit dem Schweineton? Das goes me in the balls. Genau, meldet euch auch und kommt vorbei, wieder coole Runden. An dem Tag ist übrigens, wir sind in Straubing im Bandhaus und an dem Tag ist in Straubing noch das Bürgerfest. Das heißt, man könnte noch das ein oder andere Bierchen danach dann zu sich nehmen oder alkoholfrei natürlich, für jeden so wie der mag. Und ja, wieder coole Runden, auf alle Fälle. Und was noch wichtig ist, und zwar diesen Freitag, am 20.06. ist wieder die Nacht des guten Geschmacks und jetzt sagen wir das mal die Fliege.
Also die Fliege auf der Leinwand zu erleben, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und wir sind vor Ort in Vilsbiburg. Also kommen, reinkommen und die Fliege mit uns anschauen. Ich kann euch jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sagen, warum dieser Schweineton halt Spacken macht. Das ist für den Arsch. Ich habe jetzt gerade noch eine Möglichkeit, ich probiere nochmal aus, bin nochmal ganz kurz weg und dann wieder da, wenn es da nicht geht, dann ist mir scheißegal, wenn ich jetzt meinen Mann halt mit schlechten Ton an. Haben wir uns da. Bis gleich wieder. So, letzter Versuch. Wenn es wieder nicht geht, dann will wir alles intri und wenn, ich sag's euch, wie es ist. Ja, aber erst nach dem Stream. Erst machen wir noch diesen Stream hier und danach ist Achterbahn. Danach ist Achterbahn. Ich löse wieder rein. Ah, schaut's her. War also gerade interessant, an was das wieder gelingen hat und warum da irgendwas falsch ausgewählt ist. Okay, wir haben schon mal eine Stimme für Ho-Oh. Dann schauen wir mal, was da dazu kommt. Ich habt es gehört, 28.06., 300. Folge mit Live-Podcast im Bandhaus Straubing ab 18 Uhr. Bitte anmelden und kommen. Und 20.06. die Nacht des guten Geschmacks mit Die Fliege und wir sind in Vilsbiburg vertreten. Voraussichtlich der Seppi, der Mike und ich. Trailer darf es zum Anschauen geben, aber das machen wir wieder nicht miteinander. Sonst hier wieder alles sehr eingesackelt von YouTube. Aber für unsere Anime-Fans, Hero Academia hat zur finalen Staffel einen Trailer veröffentlicht, einen neuen. Und es gibt so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, einen neuen Trailer. Schaut's mir eine. Bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wird immer noch nicht so richtig schlau draus, was mir da erwarten wird. Dann gehen wir mal in die große Cancel-Runde, die stattgefunden hat. Das heißt, es gibt keine Cancel-Culture, aber wenn wir unsere Serien anschauen, dann doch, wobei es diesmal nur Serien sind, die ich nicht einmal kenne und mich deshalb nicht interessieren. Nämlich die Serie Alert ist gecancelt worden, The Cleaning Lady, Accused und The Great North. Keine Ahnung, nicht eine Folge von irgendwas davon gesehen, kenne ich alles nicht. Vielleicht kennen Sie jemand von euch, vielleicht ist jemand von euch jetzt so traurig und enttäuscht, dann tut es mir von Herzen leid, dass ich der Überbringer dieser schlechten Nachricht in diesem Fall war. Und weil der Sesselpupsman hier schon in den Chat eingeschrieben hat, Spaceballs, ja, Spaceballs 2 kommt, ist angesetzt für 2027, das wissen wir schon. Da gibt es auch einen ersten Teaser, den fand ich schon ziemlich lustig, vor allem wie sie das DCU verarschen. Und was ich krass finde, ist, der Mel Brooks spielt wieder einen Joghurt, den er im ersten Teil schon gespielt hat und wird 2027 dann 100 Jahre alt sein. Also während der Dreharbeiten jetzt hier mit 99 Jahren nochmal vor die Kamera treten. Das ist ja fleißiger Deutscher. Also der Linnemann war richtig deutsch, der war richtig stolz, weil sonst der Mel Brooks vorlebt, wie man das als Rentner macht. Einfach nur ein bisschen mehr arbeiten, falls Rentner bei uns. Er hat ganz Leben nichts geleistet und dann gemütlich auf der faulen Haut liegen. So geht's nicht. So geht es nicht. Eieieiei. Ja, Gniedelwutzler bin ich auch dabei. Hofft man, dass er schafft. Aber irgendwie macht er nur einen topfitten Eindruck, wenn man den so bei Interviews sieht. Aber ja, wir bleiben dabei. Mel Brooks durchhalten. Stay strong und arbeit weiter für den Linnemann, für unseren Wohlstand. Wobei wir mir nicht viel davon haben, gell? Genau, wollte ich auch gerade sagen, Rick Moranis ist auch wieder dabei, so ziemlich der ganze Originalcast ist wieder dabei. Alle Ghostbusters-Fans werden sich wahrscheinlich jetzt furchtbar aufregen, warum er für Ghostbusters nicht aus dem Ruhestand zurückkehrt, ist aber für Spaceballs, naja, gut, für den vorletzten Ghostbusters hätte er schon rausgekommen können, der war schon gut. Frozen Empire habe ich noch nicht angeschaut, da erlaube ich mir jetzt erstmal kein Urteil. Tommy Wirkola macht Violent Night 2, wieder mit dem David Harbour.
Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Gas geben, denn ich fand zwar den ersten ganz cool, aber er ist mir ein bisschen zu zahm gewesen, der Film. Da hätte man ein bisschen mehr Kasala machen, der ein bisschen blutiger, die ganze Sache. Mal schauen, bei Teil 2, weil normal ist der Wirkola schon einer, der gern ein wenig in den Eimer mit der blutigen Farbe gelangt. Für einen Mel macht das aus Respekt. Ja, da muss mit rauskommen für einen Mel. Da muss rausgehen. Was für mich eine coole Info war, und ich hoffe, dass wir wieder einen Release bei uns kriegen, wobei, oder zumindest, dass bis zur Möglichkeit des Imports die ganzen Steuersachen uns nicht so stark betreffen, die ganzen Zollkriegssachen. Fright Night bekommt ein Prequel in Form eines Romans, soll dann im Oktober 2025 veröffentlicht werden und der Autor ist der Michael Habron. Der hat Interview with the Devil oder with the Devils geschrieben. Habe ich noch nichts gelesen davon. Aber auch der Tom Holland, der das Original damals gedreht hat, ist da involviert und er spielt in den 70er Jahren in Manhattan und so ist das offizielle Prequel selber. Es gibt anscheinend schon zum Kinofilm, Prequel, Comic, Bücher, was weiß ich. Und das soll jetzt so irgendwie die komplette Geschichte prequellen. Ja, der Jojo ist auch da. Sehr schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ja, schauen wir mal, was das für dich wird. Fright Night, der Kerl hat sowieso mehr gemacht. War cool, wenn da wieder mal ein geiler Film gemacht hat. Das Original gibt es eine Folge von uns. Herzlich euch hoch, da haben wir einen Gast dabei gehabt, einen Jürgen Bogner. Da haben wir unseren Kommunisten aushängen lassen, einen alten IG Metall Sepp haben wir uns da eingeladen und eine coole Folge auf alle Fälle zu einem geilen Film. Müssen wir uns mal selber loben, weil wir sind so toll. Wir sind wirklich toll. Das wissen vielleicht nicht, aber wir sind richtig toll. Nach der dritten Staffel Tulsa King mit dem Sylvester Stallone werden wir ein Spin-off kriegen namens Nola King. Und in der soll dann Samuel L. Jackson die Hauptrolle übernehmen. Man geht jetzt davon aus, dass in der dritten Staffel dann die Grundsteine für das Spin-off gelegt werden. Weil bisher ist er noch gar nicht vorgekommen. Ich kann es nicht sicher sagen, weil ich habe noch keine einzige Folge davon gesehen. Zeigt mir bisher nicht, aber irgendwann werde ich es wahrscheinlich einmal laufen lassen. Da sie doch immer ziemlich gut bewertet wird. Hat es vorher schon jemand gesehen, dieses Tulsa King? Kann man sich das anschauen? Tut das irgendwas Gutes für mich? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Was haben wir denn noch für schöne Infos für euch? Wir haben einen Haufen Zeug aufgeschrieben. Ich schaue gerade ein bisschen umeinander hupfen für euch. Ein bisschen umeinander hupfen hier. Aber schon. Ich kann mir nicht entscheiden, was ich als nächstes sage. Nehmen wir Casting immer. Denzel Washington ist jetzt offiziell bestätigt für Black Panther 3. Wann der kommt, keine Ahnung, ist auch noch nichts wirklich bekannt, aber es hat schon öfter geheißen, dass der in Black Panther irgendwann mal auftreten wird und jetzt ist es offiziell bestätigt, dass er kommt. Und ein weiteres Casting ist die Mia Goth, ist als die böse Gegenspielerin vom, wie ist der, Ryan Gosling in Star Wars Starfighter gecastet worden. Und das kann man richtig geil vorstellen. Mia Goth, glaube ich, kann da richtig geil böse Sith-Dame spielen. Also her damit. Gefällt mir. Und dann haben wir noch die Emily Hampshire, die so als Edith in der Vision-Serie gecastet worden. Das ist, glaube ich, so, Edith ist ja dann die KI, nehmen wir es jetzt einfach mal, die der Vision vorher war. Also, sagen wir es einfach mal ganz kurz so. Ja. Ich habe die erste Folge von der zweiten Staffel von Fuba gesehen. Fuba? Was? Was laberst du? Bist du voll? Ich hoffe es mal, ich möchte auch voll sein. Und weiter geht's mit Casting. Eigentlich kein neues Casting, aber ein erhaltenes Casting, nämlich die Octavia Spencer bleibt uns in Ma 2 erhalten. Es ist sehr wichtig, dass wir Ma 2 kriegen, weil der erste war schon so eine Bereicherung der cineastischen Welt. Ja. Werden schon wissen, was dann, oder? Am Ende ist es deren Leben. Was cool ist, der Henry Cavill ist ja saufleißig, er ist ja mit Warhammer unterwegs und dann kommt ja nur dieser Voltron-Film. Und jetzt ist der offizielle Drehstart für das Highlander-Reboot mit ihm bekannt gegeben, nämlich jetzt dieses Jahr im September geht's los und wir kriegen einen Henry Cavill in einem Highlander-Film. Ich bin gespannt, wie die Ausführung von dem Film dann wird. Also, ob
ob es recht blutig wird oder keine Ahnung, da hat man noch irgendwie überhaupt nichts gehört, wie die Tonalität sein soll, aber ja, Henry Cavill sagt man gern, oder? Henry Cavill sagt man gern, geiler Typ, den Daddy. Hätte ich fast noch ein Casting unterschlagen, nämlich unser Clayface ist jetzt auch offiziell gecastet worden und er wird gespielt vom Tom Rice Harris. Ich kenne diesen Menschen nicht, er ist aber bekannt aus mehreren Serien, unter anderem aus Jekyll and Hyde, Midsommar, Murderers, White Lines und Suspicion oder auch Doctor Who und hat in ein paar Filme mitgespielt, in Hot Property, Kandahar und How Kids Roll. Den einzigen Film, den ich davon gesehen habe, ist The Gentleman, in dem hat er auch mitgespielt. Bin ich gespannt, wie die Umsetzung dann wird, weil er soll ja soll ja Body Horror werden. Mike Flanagan schreibt ja dazu. Und der Basil Carlo, wie der sein alter Ego normal ist eine coole Figur auf alle Fälle. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Umsetzung ausschauen wird. Ich müsste mal irgendwas von diesem Tom Rhys Harris singen, damit ich sagen kann, ob mir der taugt oder nicht. Aber ich glaube, dass da jetzt mit dem James Gunn und Mike Flanagan und den Regisseur, das wird jetzt leider gerade entfallen, aber dass da ist echt ein Team dahinter, die haben Ahnung, die haben Bock, das sind alles selber Fanboys. Da bin ich sehr guter Dinge. Ich möchte einen Henry Cavill in jedem Film, ja, in jeder Rolle, in jedem Film, in jeder Rolle. Ich möchte einen Film nur mit Henry Cavill, also alle Rollen spielen, das ist mir scheißegal welche. Hauptsache, ich kann 1,5 Stunden lang durch. Ready or Not 2, Here I Come ist abgedreht. Release ist dann nächstes Jahr im April. Also da geht es auch voran. Das ist auch schon mal sehr schön, dass wir da eine Fortsetzung kriegen. Ich bin gespannt, wie die wird. Und Danny Boyle hat jetzt bestätigt, dass der Cillian Murphy ist ja bekannterweise in 28 Years Later bisher nicht dabei, aber er wird definitiv in Teil 2 und Teil 3 kommen, sollten diese Filme gemacht werden. Bin echt gespannt, wie die dann heißen. Ob man dann 28 Years Later 2 und 28 Years Later 3 hat oder ob man dann, keine Ahnung, 28 Jahrzehnte, frag's mich nicht. Frag's mich nicht, wie die Fortsetzung ausschaut. Auf alle Fälle soll der Herr Murphy wieder zurückkehren und wer sich fragt, wer das ist die Hauptfigur aus dem ersten Teil, 28 Days Later. Hat sie den noch beim Kino geschaut? Der war ja jetzt nicht auch nochmal in die Kinos. Und dazu gibt es für uns übrigens auch eine Folge zu 28 Days Later. Schaut, hört es euch an. Wie immer eine sehr gute Folge. Mass Effect, wer das nicht kennt, ist eine Spielreihe, eine Trilogie und es gibt, glaube ich, noch Mass Effect Andromeda als irgendwas anderes, aber auch ein Spiel. Kriegt eine Serie auf Prime und man hat jetzt da den Doug Jung als Showrunner organisiert und den Dan Casey als Autor, der schreibt auch schon ein Jahr und jetzt weiß ich wieder, was ich vorher nachschauen wollte, bevor ich da angefangen habe, nämlich wo dieser Doug Jung noch Showrunner war. So, jetzt sitzt mir deppere Katz wieder am Fenster draußen und ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht meinen, sie muss da jetzt auch nicht rein, weil es nicht durch die reinkommt, obwohl die Scheiße die offen ist. Er war übrigens auch fürs Drehbuch zu Star Trek Beyond und The Cloverfield Paradox. Und bei Mindhunter war er dabei. Schau her. Also der gute Kerl hat schon einiges auf der Honkante. Benji ist er mit dabei gewesen. Also mit dem Doug Jung hat man auf alle Fälle einen guten Mann mit an Bord geholt, der dafür sorgen kann, dass die Serie gar nicht mal schlecht wird. Wo ist 28 Decades? Ich hab's davor gesagt, wie es heißt. Das heißt 28 Jahrzehnte. Ach, die Folgen war gut. Das ist schön vom Besesseler. Da schickt mein Herz. Ja, genau, Oskar, schau, dass du abhaust. Weg vom Fenster. Oh Gott. Er macht schon wieder komische Sachen da. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich hoffe nur, dass man nicht das Fliegengitter aufgreift. Jo, er ist weg. Wo waren wir? Neuer Wonder Woman-Film ist in der Mache, ist jetzt offiziell auch bestätigt vom James Gunn, dass der Film gerade geschrieben wird. Wir haben sonst noch keine Infos. Es ist auf alle Fälle, soll ja noch nicht oder bis dahin nicht direkt involviert sein mit der Paradise Lost Serie, die sie auch machen. Das ist ja eine Serie auf Themyscira, die Heimatinsel von der Diana. Die Serie soll dann auf HBO kommen. Und weitere Infos gibt es noch nicht. Ich bin gespannt, wen sie casten als Wonder Woman.
Weil wie mit dem Superman hatten wir eigentlich eine perfekte Dame im Snyderverse. Anscheinend rufen da schon wieder ganz viel Snyderverse-Hardliner dazu auf, den neuen Superman zu boykottieren. Sehr kluge Entscheidung. Dadurch kriegen wir dann sicher noch mehr Material und sicherlich sagen sie dann, okay, dann machen wir Snyderverse wieder. Warum sind die Leute so blöd im Internet? Sag mir das mal irgendjemand. Waren die schon immer so blöd oder sind erst alle im Internet blöd geworden? Das frage ich mich die ganze Zeit, weil diese Dummheit muss doch irgendwo schon die ganze Zeit in die Leute drin gewesen sein. Ich kann es nicht mehr verstehen. Und das Geile dann immer irgendwelche Standbeutel aus dem Trailer pausieren, in denen irgendwie das Gesicht gerade ein wenig komisch ausschaut, um dann gleich mal drauf rumzuhacken, dass der Film ein schlechtes CGI haben wird. Obwohl sie bisher noch nicht gemerkt haben, dass ganz viele Szenen, die sie meinen, dass das CGI einfach das echte Gesicht ist oder halt vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig fertig ist oder halt einfach, wie sie im echten Leben ja ist, schaust du halt dumm aus, wenn du irgendwie gerade dumm bewegst und in dem Moment fotografiert wirst. Shit ist nicht so aufgefallen. Ja, das kann gut sein, dass es einfach nicht aufgefallen ist vorher. Und leider haben wir da nicht so eine große Plattform gehabt, wo sie es einfach rausposaunen haben können. Naja. Obergeil übrigens, Street Sharks kriegen einen Comic. Geile Street Sharks, bitte mehr davon oder mehr Realfilm haben einen richtig geil blurigen, das kann man richtig geil umsetzen. Da denke ich mir dann, stellen wir dann so einen King Shark von der Suicide Squad vor, mal 4 und die geilen Monster dazu und dann wird geil blurig umeinander gekäxelt. Ja, damit. Aber ich brauche auf alle Fälle das Comic, brauche ich. Was Turtles auf Fisch? Sesselberger wird sofort blockiert. Der wird jetzt gleich sofort blockiert, dieser Schweinelümmel hier. Street Sharks war ich war absoluter Street Sharks-Fan. Ich habe mir die ganzen geilen 30 Jahre Jubiläumsfiguren habe ich mir auch alle bestellt. Wollte ich mir alle bestellen und dann haben sie es wieder storniert, die Pissbacken. Jetzt habe ich gerade 3. Jetzt muss ich mal alle neue kaufen und ich werde sicher einen Haufen Geld dafür zahlen müssen. Die sind cool, danke, okay. Hast du nochmal aus der Fähre gezogen. Für die Unglaublichen Teil 3 haben wir jetzt auch einen Regisseur gefunden, und zwar den Peter Sohn, also wie der deutsche Sohn, und den kennt man aus Regie, da ist sie. Der hat Elemental, All on Spot, The Good Dinosaur, das war der Kurzfilm zu All on Spot. Elemental und Good Dinosaur sind auf alle Fälle die wichtigen beiden Filme, zu denen er schon die Regie geführt hat. Und ja, All on Spot war ein süßer Film. Elemental, glaube ich, war ich nicht so begeistert davon, muss ich sagen. War zwar an sich nicht schlecht, aber nicht ganz meins. Naja. Aber er hat einen Film mit einem Dinosaurier gemacht und da bin ich sowieso, da hat er mich schon. Du hast es ja eh noch. Okay. Testen wollte er mich. Testen. Ich sitze ganz allein da, hau die ganze Arbeit hier oben und dann kommst du mit Tester hier. Saufrech ist das, saufrech. Weihnachten wird's cool oder abgefuckt und crazy, das wissen wir noch nicht, denn der Robert Eggers macht seine eigene Version von einer Weihnachtsgeschichte und schreibt die Rolle von seinem Ebenezer Scrooge direkt auf den Willem Dafoe. Ist zwar noch nicht in die Verhandlungen mit dem Willem Dafoe, aber es ist ziemlich sicher, dass er kommen wird und weil er eben auch schon die Figur auf ihm schreibt. Und ich bin gespannt, wie die Interpretation vom Eggers ausschaut bei dieser Weihnachtsgeschichte. Das kann ja eigentlich nur traumatisierend werden. Ich glaube, dass das Weihnachten dann nicht mehr so besinnlich wird. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir haben dann noch verrückte News. Es ist ja Saw 10 im Kino gelaufen und dann hieß es Saw 11 wäre eigentlich, war das dieses Jahr oder nächstes Jahr gekommen, ist aber dann wieder aus der Release-Liste gestrichen worden von Lionsgate und Twisted Pictures. Und jetzt hat sie Blumhouse die Rechte, zumindest den rechten Teil von Twisted Pictures einverleibt. Anscheinend sind sie Lionsgate und Twisted Pictures nicht mehr d'accord waren, wie es mit Teil 11 oder an sich mit dem Saw-Franchise weitergehen soll. Darum hat jetzt der Blumhouse eingekauft und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, denn mit Blumhouse verwurschtelt ist ja auch noch das Produktionsstudio vom James Wan, Atomic Monster, der wiederum ja in Saw 1 mit dem Lee Whannell damals losgetreten hat. Und so könnte es ja vielleicht sein, dass der James Wan seine Finger wieder ins Soap-Business mit reinkriegt, was ich per se nicht als schlecht betiteln hat. Ich hoffe auf eine Zu-Ende-Führung, zumindest von der Geschichte von Teil 10,
dass man sagt, okay, So 11 machen wir vielleicht noch zu Ende mit dem Tobin Bell, bevor wir irgendwie ein Reboot machen, weil dann, glaube ich, wird schon langsam, wenn dann Zeit für ein Reboot und wenn ein neues Studio mit einsteigt. Weiß ich nicht, hört sich für mich ein bisschen so, als da es in die Richtung gehen, aber meine persönlichen Wünsche wären auf alle Fälle ein James Wan, der seine Wurstfinger mit einsteckt in einen 11. Teil, um die Geschichte von So 10 ordentlich zum Ende zu bringen. Also Blumhouse, Herz mal zu, Herz auf mich. Macht's, was ich sage, erfüllt meine Wünsche. Dann haben wir hier den James Cameron, der hat auch wieder mal eingekauft. Ich habe eigentlich gemeint, der James Cameron macht nur noch Avatar-Sachen. Aber er macht dann was anderes. Er hat nämlich die Rechte vom Joe Abercrombies neues Buch The Devils geholt. Da wird er dann Co-Autor sein zu dieser Verfilmung. Regie weiß ich jetzt noch nicht, ob er mitmacht oder ob es weitergibt, keine Ahnung. Koppal habe ich die Ehre, grüß dich auch. In diesem Buch The Devils geht es auf alle Fälle so um ein magisches, mittelalterliches Europa, in der eine Gruppe von Gaunern, also die besteht aus Mörder, Monster, Magier und so, die versuchen einen Dieb namens Alex, glaube ich, hat es geheißen, oder? Warte, ich habe es irgendwo notiert. Ja, namens Alex auf den Thron dieser Welt zu kriegen, weil sie dadurch dann, warum auch immer, die Kirchen vereinigen und dann kann man die große Elfeninvasion abwehren. Das ganze Ding soll ziemlich makaber sein, schwarzhumorig sein, blutig, also ich bin gespannt und war mal cool, weil James Cameron ist ja an sich ein guter Regisseur. Es war halt mal cool, wenn er wieder mal einen Film macht, abseits vom ganzen Avatar-Gedöns, dass man eben nur auf den Senkel geht und einfach mal wieder einen coolen, vielleicht ein bisschen brutalen Film macht, so wie Terminator. Das war doch zauberhaft, oder? Weiß ich, wie es ist, sagt, aber das war, über das darf ich mich auch sehr freuen. Sehr freuen. Was hältst du von Spaceballs 2? Kommt eine halbe Stunde spät und möchte dann, dass ich nochmal von ganz von vorne anfange. Ja, Kruzifix. Ich habe schon gesagt, ich freue mich drauf. Ich mag Spaceball 1 sehr gerne. Ich finde es cool, dass der Mel Brooks mit dann 99 Jahren nochmal in die Rolle des Joghurt schlüpft. Dass auch der Rick Moranis wieder zurückkommt, die ganze Originalcast. Und dass der jetzige Teaser, musst du mir anschauen, falls du noch nicht gesehen hast, finde ich auch schon recht witzig. Vor allem das, wie sie das DCU ordentlich aufgeschissen. So, jetzt schauen wir uns was miteinander an. Keinen Trailer, aber im Titel steht ja Harry Potter. Harry Potter. Und damit wollte ich wieder neue Casting-Zugänge zeigen. Wo sind's denn? Dürft ihr wieder bei mir ins Instagram mit einschauen, weil das ist für mich immer das Einfachste. Da schaut's her, wir haben unseren Lucius Malfoy. Aber eigentlich das richtige offen. Wird schon passen. Ganzen Namen weiß ich immer. Kleinen Draco haben wir auch. Ja, er schaut schon ein bisschen nach, Johnny Flynn schaut schon ein bisschen aus, der Lox Pratt heißt der schaut schon ein bisschen aus nach hassenswert. So, dann haben wir die, wie hat's geheißen? Die Tante auf alle Fälle von Potter, also geheißen Potter, Petunia. Die Dursleys waren sie. Petunia und auch seinen Onkel. Dann haben wir die alte Wieslin. Den kleinen Feierteufel. Seamus oder so. Seamus, keine Ahnung. Die Parvati Patil. Und dann die andere Tante, die euch Won sagt. Großer Gott, McFly. Ja. Lavender hat es geheißen, oder Lavendel. Warte mal, stehen da irgendwo die Namen? Ja. Aha, Seamus. Ich war gar nicht so schlecht dran, schaut's her. Irgendwo weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Hallo? Steht da irgendwo sein noch? Ah, der Fatsch. Ha, schau her. Schaut's her. Was sagt ihr zu den Castings? Auf den ersten Blick jetzt kann man sich bisher eigentlich nicht beschweren. Sie schaut halt wirklich, also die Parvati Patil, die schaut wirklich aus, als hätten sie die alte Schauspielerin verjüngt und wieder mit der Zeitmaschine geholt. Die schauen sehr ultra ähnlich. Ja, was da finde, hat einfach auch irgendwie so diesen frechen Look, den der damalige Darsteller Code hat.
Ja gut, die Elternleiter, Molly und die Dursleys, die werden sowieso ordentlich mit Maske zuklatschen müssen. Aber die beiden Malfoys gefallen mir sehr gut. Also die kann ich mir auf den ersten Blick kann ich mir die sehr gut in der Rolle vorstellen. Was sagt ihr zu den Castings? Das würde mich interessieren. Oder hättet ihr andere Wunschcastings gehabt? Das neues Petunia ist wild. Meinst du wild mit Schorf oder was meinst du genau mit wild? Ich habe mir nämlich auch gedacht, sie schaut irgendwie ein bisschen zu gut aus für die Petunia. Aber das liegt ja im Auge des Betrachters, gell? Wissen wir ja. Wissen wir ja. Dann gehen wir mal auf unsere Kinostarts. Zu gut, ganz genau, Gnädigwurzel, zu gut. Drum habe ich vorhin noch gesagt, da werden wir wahrscheinlich viel Maske brauchen für unsere Dursleys. Vorher haben wir schon gesprochen, den Film. Diese Woche am 19. Juni ist der Start von Danny Boyles 28 Years Later. Ich bin schon heiß wie Tittenfett. Dann haben wir noch den Loyal Friend, eine Tragikomödie mit einem Bill Murray. Oh, Tragikomödie und Drama, das ist immer so. Der hätte ich mir gerne anschauen, aber dann war ich, glaube ich, im Kino. Dann haben wir noch The Prosecutor mit dem Donnie Yen in der Regie und auch in der Hauptrolle. Monster Summer geht auch diese Woche los mit Mel Gibson. Ist heute unsere Folge dazu rausgekommen. Lust eine in unserer Folge und dann könnt ihr selber mal entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Dann haben wir noch einen Disney-Pixar-Film, Elio. Von dem habe ich, glaube ich, nicht einmal einen Trailer bisher gesehen, ist ja verrückt. Willem Tell war jetzt vor 2-3 Wochen, glaube ich, eine Sneak in die Cineplexens. Und ich glaube, dass der zumindest in den Cineplexens, wo wir sind, ziemlich gut bewertet worden ist, überwiegend. Für unsere Anime-Fans kommt Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Dann haben wir noch ein Drama namens Zikaden, typisch Emil, eine Dokumentation, steht nicht mehr dabei und wusste, wer diese Emil überhaupt ist. Romanzendrama namens Black Tea, Sitare zusammen Paar, Jurt, Step Across the Border, Kubera, da sagt ja, ist wieder nur Scheiß, was jetzt noch kommt. Interessiert kein Sau mehr, was sonst noch kommt. Was schaut euch nächste Woche im Kino? Ich hoffe mal, dass jeder von euch so klug ist und gleich so 28 Years Later läuft. Kompletter Film, glaube ich, mit dem iPhone 16 draht, soweit ich das, also auf alle Fälle mit dem iPhone, ich weiß jetzt, ich glaube, es war 16, mit dem er draht worden ist. Und ich glaube, zu Spitzenzeiten bei Szenen mit 20 Stück auf einmal draht worden. Nur sobald ich irgendwo mal an so einen infizierten Sektor so einen Ring um sich herum dumm hat, mit 20 iPhones, die so auffilmen und dadurch so ein noch immersiveres Erlebnis passieren. Ich bin gespannt, wie sich das dann auswirkt und wie das dann ausschaut. Kann ich mir jetzt noch gar nichts darunter vorstellen, was dieses noch immersivere bedeuten soll. Aber wir werden es sehen am Donnerstag, den 19.06. Das nächste wird die nackte Kanone. Das ist auch noch 100 Jahre, was ist los mit dir? Ist übrigens auch ein neuer Trailer rausgekommen zu die nackte Kanone. Aber den habe ich mir noch nicht angeschaut, weil bei Komödien bin ich dann doch auch so, dass ich sage, da reicht ein Trailer, der, wenn mich anfixt, dann mag ich nicht mehr singen, weil sie ja da doch gern mit Gags um sich werfen und ich mag lieber im Kino dann das erste Mal zu lachen können. Unsere Streaming-Charts kommen jetzt dran, die vom 6. bis zum 12. Auf Platz 10 Stick, erste Staffel auf Apple TV Plus. Dann haben wir auf Platz 9 Ginny und Georgia, die erste Staffel auf Netflix. Platz 8 ist Mobland, Paramount Plus Serie, die erste Staffel. Platz 7 Tires, die zweite Staffel auf Netflix. Dann haben wir Platz 6 Sirens, die erste Staffel auch auf Netflix. Platz 5 wieder Netflix mit der ersten Staffel von The Survivors. Dann kommt jetzt mal Prime Video mit der ersten Staffel zu The Better Sister auf Platz 4. Dann haben wir hier noch Departure Q, ich weiß es nicht. Erste Staffel auf Netflix. Ist auf Platz 3. Dann haben wir Love Island USA, die 7. Staffel Peacock auf Platz 2. Und Platz 1 ist die 3. Staffel von Ginny und Georgia auf Netflix. Kenne ich schon wieder fast nichts davon. Ich glaube, den dritten Platz, dieses Department oder Departure Q, keine Ahnung. Von dem habe ich gehört. Ansonsten Mobland habe ich gelesen und Better Sister habe ich auch gelesen, aber noch nicht reingeschaut. Hat vielleicht jemand irgendeine Serie davon gesehen?
Hat vorher irgendjemand irgendeine Serie da gesehen, weil dann kannst du mir sagen, ob es rentiert, dass ich reinschauen. 31. Juli. Ja, wie möchtest du es noch 1,5 Monate lang ohne Kino aushalten? Gnädelwutzler, so geht's nicht. So geht nicht. So, jetzt machen wir mal Unboxing für euch wieder. Ich fange jetzt erstmal mit altbewährtem an, nämlich One Piece kennen wir ja schon, bevor wir in die neue Booster-Reihe zu dem neuen Set hier Karmesin und Purpur ewige Rivalen einsteigen. Wobei hier zu den OP10 von One Piece haben wir erst eine Box aufgemacht, gell? Das letzte Mal zufällig irgendwo gesehen, haben wir wieder eingekauft. Wen haben wir hier? Mikro, gib mir auf Zeiten. Danke dir. Inazuma, ein Charakter. Immer nur die Scheißkamera, die nicht scharf macht. Dann haben wir einen meiner Lieblingscharaktere, Bartolomeo. Ich liebe ihn, er ist geil bescheuert. Nico Robin im Dressrosa Look. Dann den Hairudin, auch von Dressrosa. Ich möchte so gern, dass es scharf wird. Ich möchte so gern. Kamera, du. Keine Chance. Kamera sagt nein. Scratchman Apu. Dieser Schweinekopf. Dann haben wir noch den Brook. Jetzt haben wir ein Event. Let's meet again in the new world. Und nochmal einen Charakter. Fighting Fish. Fighting Fish schaut gut aus. Dressrosa, der ist auch wieder von Dressrosa. Noch schillert nichts, noch ist nichts tausende Euros wert. Leider immer noch nicht. Dann haben wir den Kosuki Momonosuke aus der Wano Kuni Saga. Jetzt haben wir noch den, ich weiß es nicht, wie man ausspricht, Jesus Burgess, sage ich jetzt einfach mal, Blackbeard Pirates. Pichu. Da haben wir den Leo von Dressrosa, jetzt das erste Mal hier Funkel, Schiller, Funkel. Und dann haben wir noch den Virgo von den Don Quixote Pirates, Punk Hazard. Es schaut ein wenig aus wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur heißt, aber so ähnlich schaut einer aus von Final Fantasy VII. Zumindest im Remake mit der guten Grafik kann der fast ausschauen. Ja, da waren eben keine 1000 Euro wertvolle Karte dabei. Gehen wir weiter arbeiten. Root, da die sagen. So, hier. Neues Set. Neue Pokémon-Sets, Booster. Wie nennt man es nicht? Ich weiß es nicht. Auf der ersten Seite stehst du, das ist ja die Geschichte. Wir müssen dann, da ist das erste Set, das müssen wir auch mal vorlesen. Sei auf der Hut, Trainer. Das schurkische Team Rocket setzt seinen neuesten Plan in Bewegung und tapfere Trainer eilen herbei, um ihn zu vereiteln. Verbünde dich mit Cynthia und Knackrak. Jetzt wissen wir es, das da war ein Knackrak. Mit Cynthia und Knackrak X, Clarin und Ho-Oh X oder Pepper und Mastifioso X. Vielleicht erklärst du auch deine Loyalität für Giovanni und kämpfst unter seinem Befehl dem Team Rocket Pokémon wie Mewtwo X. Entscheide dich für eine Seite, trommle deine Verbündeten zusammen und stürze dich in der Pokémon-Sammelkartenspiel Erweiterung Karmesin und Purpur ewige Rivalen kühn in den Kampf. Das machen wir doch glatt, oder? Wenn wir jetzt erstmal ganz kühn diese Karten hier entpacken. Oh. Oh. Es riecht geil giftig. Das mögen wir. Geil giftig. Da weiß halt jetzt natürlich noch keiner, gell, ab welcher Karte, dass man hier reich wird. Aber gucken wir dann. Wir haben erst einmal Mistys Sterndu und es kann einen Blubstrahl. Dann haben wir Team Rockets Rettern. Es kann herabziehen und nagen. Dann haben wir einen Reluk. Das kann ein Kerze kommen. Das ist nur absolut unparteiisch. Es kann sammeln und den Walzer. Menki, unparteiisches Menki mit einem stürmischen Kick. Dann haben wir Marys Cleoparda, hat spitze Krallen. Dann
Dann haben wir hier noch eine Itemkarte, Team Rockets Wagnisbombe. Was passiert da? Wirf eine Münze, lege bei Kopf 2 Schadensmarken auf 1 Pokémon deines Gegners, lege bei Zahl 2 Schadensmarken auf dein aktives Pokémon. Okay. Dann haben wir türkisgrüne Maske Ogapon. Was auch immer das sein soll. Pflanzenkagura und Onis Hammer. Jetzt kommt die erste schillernde Karte, nämlich Galoppa im eiligen Gang mit Flammenmähne. Schaut's da. Weitere schillernde Karte mit Bojelin, ein Whirlpool und Aquaschlag. Schiller, Schiller. Und noch eine schillernde Karte, nämlich Elevoltec EX, Starkstrom, Druck und Dualblitz. Wow, und da geht's richtig ab. Schaut euch die an, wie die lasert, die Karte. Richtig, richtig geil. Und Basisenergie. Ordentlich geunboxed. Haben wir das auch wieder erledigt. Habe ich extra noch für euch organisiert. Da mir keiner Karten spenden wollte und mein Neffe jetzt auch zu cool ist für Pokémon und sie kann nicht mehr halten, muss ich mich jetzt selber darum kümmern, damit wir hier weiterhin regelmäßig unboxen können und ich vielleicht auch irgendwann einmal die unendlich teure Superkarte ziehe, durch die ich dann diesen Scheiße nicht mehr machen muss. So, das war's, Leute. Ich sage danke für alle, die zugeschaut haben. Herzlich, wenn ihr es noch nicht habt, jetzt dann, ich glaube, es ist jetzt vorher erst veröffentlicht worden, Monster Summer, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr euch einen Mel Gibson als alten Krattler und Vaterersatz am Donnerstag im Kino anschauen wollt. Danke für die fleißige Chat-Beteiligung heute. Das ist auch sehr cute. Da wird es wieder gepotatot von mir. Ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag. Hoffe ich mal, dass irgendjemand von euch auf Vilsbiburg ins Kino zu der Nacht des guten Geschmacks kommt und sich die Fliege mit uns anschaut. War cool, da uns gefreut. Und ansonsten hoffe ich ja, dass man irgendwann für euch persönlich bei der 300. Folge trifft am 28.06. Also bitte kommen Sie. Und wer nicht kommt, hat einen Mikropenis. Genauso ist es. Macht es gut, lebt lang und in Frieden. Wiederhören.